In seinem Haus war es dunkel und kalt. Seine Frau und seine Kinder sind da gesessen und haben brüllt und gewartet, dass er endlich heimkomme. Er hat zu ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr traurig sein, weil sie es bald warm und hell haben. Er hat die Mühle auf den Tisch gestellt und hat ihr befohlen, Holz zu mahlen. Und in dem Moment hat die Mühle angefangen, das beste, teure Holz zu mahlen, das man sich nur vorstellen konnte. Dann hat er der Mühle befohlen, Kerzen und alle Arten von gutem Essen zu mahlen. Und die Mühle hat alles gemahlen, was sich der Brüder gewünscht hat, sodass die arme Familie alles in Hülle und Fülle hatte, sodass es nicht einmal der König selber hätte besser haben. Am Weihnachtstag haben sie den reichen Brüder zu sich eingeladen. Wo der den ganzen Überfluss gesehen hat, hat er natürlich wissen, wie der arme Brüder zu all dem gekommen sei. Diese hat ihm die Mühle gezeigt und hat sie ein paar Silbersachen malen. Da hat der reiche Brüder aber grosse Augen bekommen und hat ihm unbedingt die Mühle abkaufen. Aber er hat zur Antwort bekommen, die Mühle sei für Geld kaum zu haben. Der Reiche aber hat bittet und bettelt und hat ihm einen Haufen Geld für sie geboten. Zuletzt hat der arme Brüder gemeint, ja, wenn der Reiche auch hart und gar nicht hilfsbereit ihm gegenüber gsi sei, so sei er ja doch sein Brüder, und darum will er ihm die Mühle für den Betrag überlassen, den er geboten hat. Darüber war der reiche Brüder schambar froh und ist sofort mit dieser Mühle heimgegangen. Er hat es aber nicht über sich gebracht, sie etwas malen zu lassen, bis es Sommer geworden ist. Einmal an einem Tag zur Erntezeit hat er zu seiner Frau gesagt, sie solle heute mit den Arbeitern aufs Feld gehen, er selber will in die Heime zum Rechten schauen und auch dafür sorgen, dass das Essen rechtzeitig auf dem Tisch stehe. Und der Frau ist das noch so recht. Der Mann hat geplant, die Mühle zum Mittag zubereiten zu lassen. Darum hat er sie geholt, hat sie auf den Tisch gestellt und sie aufgefordert, Hering und Herdöpfelbrei zu mahlen. Und jetzt hat die Mühle angefangen zu mahlen. Sie hat gemahlen und gemahlen. 1 Schüssel, 2 Schüsseln, alle Schüsseln und Schalen voll hat sie gemahlen. Der Mann hat sie stoppen, aber der Brüder hat ihm nicht gesagt, wie man sie wieder anhalten kann. Der Mann hat alle Gefäße darunter gestellt, die er im Haushalt finden konnte. Aber alle sind in kurzer Zeit voll gewesen. Und jetzt haben der Brei und der Hering angefangen auf den Boden zu fliessen. Nach einer Weile ist der Mann knietief drin gestanden und hat nur noch herumflutschen. Er hat die Türen zu den anderen Zimmern aufgemacht, aber der Brei ist ihm nachgekommen und ist ihm schon bis unter das Kinn gegangen. Zum Glück hat er in dem Moment die Haustür erreicht und ist ins Freie raus. Aber hinter ihm ist ein Strom gekommen von Hering und Herdöpfelbrei. Wo der Mann ein Stück weit gerannt war, hat er seine Frau und die Arbeiter gesehen, die zum Mittag heimkommen wollten. «Schnell, rennt davon, sonst vertrinkt ihr noch!» hat er ihnen entgegengerufen. Und jetzt haben auch sie den Strom gesehen, der sich immer weiter gewälzt hat, und sie haben ihre Beine in die Hand genommen. Und dazwischen ist der Mann zu seinem Bruder gerannt und hat ihm gebeten, er soll doch um alles in der Welt kommen und die Mühle zum Stehen bringen. Aber der Bruder hat ihm zur Antwort gegeben, das gehe ihn nichts an. Er hätte die Mühle verkauft und will nichts mehr damit zu tun haben. Aber der Bruder hat ihn inständig gebeten zu kommen, er gebe ihm die Mühle auch wieder zurück, aber er soll doch ums Himmels Willen pressieren. Wo der Bruder gehört hat, dass er die Mühle wieder zurückbekomme, hat er nicht lange überlegt, bis er sich auf den Weg gemacht hat, und er hat die Mühle zum Stehen gebracht. Der Bruder hat jetzt die Mühle lang gehabt, und sie hat ihm alles gemahlen, was er von ihr wollte. Und er ist ein reicher und mächtiger Mann geworden.